Alles is stil en alles is dag. Alle wegen buiten in dien hart. Dezember is weer hier. Weihnachtslieder van Fried en Vrede worden gezongen. Waarin steht van dat warme van de helgedeel. Alles wat du voelst is ne kalt. Du voelst die te weit weg. Wieder auf als wat Hoffnung riecht. Du draagst een droom van wo dein Leben sein soll. En goudet aanzien, respect, de lief van een Ehepartner, eine Familie, Erfolg. Aber dein Leben passiert nicht immer, so du gedacht hast. Die Träume, die du tragst, die passen nicht immer taub mit was wirklich passiert. Doch irgendwo in deiner Stelle nach, in der Stelle Arten von dein Hart, hielt der Himmel deine Gebrechen hat. So bring deine Sorgen in dein Trühe, gib am alles. Wegen wenn deine Weide deu brand, rannt seine Lauf nach deu bam. Hoffnung heeft dein Kopf en fällt deine Meide soll. Immanuel traf die wo du bist. Hij ist dort Licht von der Welt en doch kennt hij die binum. Du bist krank de Ursache, warum hij kwam. Lauf kwam die te ving. Von Himmel hoch wird in Krab, von in Krab wird den Euwer von Golgatha. Du hast keine Länge, da der Prinz vom Fried nicht gunnen wird. Für einen Moment, wenn wir drei denken, um das gerade Bild zu verstehen. De viele Jahre drei, dann haben sie auch einen Traum. Er wird ein kraftiger König sein, Rara, Kämpfer, Messias. Aber sie wollen ihre Hoffnung verfolgen, als sie die Nägel sagen und seine Hänge und Feuten angehen. Aus den Steinen wird angerollt, scheint dort, als wenn dort den Sieg gewonnen hat. Aber Gott dort mehr als sie kann sein, und er noch immer mehr als was wir kann sein. Dann und nu merkt dort nicht sein, welche bereitende Träume kann te Wunder worden. In uremlosen Sturm, über wo dit kann sein, fallen wir auf unsere Knien, heben unsere Hänge nur unseren Heiland und König, staunend über die Schönheit, die bloß von kommt, wann er Leben bringt, nur unsere verbreitende Träume. Er ist ein Wachmerker, Wunderwirker, Versprechen Hauler, Licht in der Dunkle. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Sie nun über Einsamkeit, sie nun über Bedrägung, sie nun über Krankheit, sie nun als Hecher aus irgendein anderer Nun. Ständig und angestiert durch Schwere von das Leben. Auch wenn wir dort nicht sein oder fehlen können, er schafft immer. Und irgendwo mank all das steht eine Stelle Erkenntnis ab. Er ist immer mit mir gewesen. Ganz von Anfang an. Seine Hand in jeder Part von meinem ganzen Leben. Und dort, wo ich wir, fang ich in Weg abzuweisen. Du hast niemals eine Zeit, wo ich allein sehe. Seine Treuheit hat mich niemals verloren. Und seine Gnade wird mich wieder leiden. Meine Hoffnung ist immer in Sinum, der Gott von Generationen, der Hoffnung von der Deo zu kommen, der Grund von meiner Rettung. Das Versprechen wird immer genug wird sein. Mein Vertrauen ist im Herrn, unarm in seine Leib, weiß ich nicht, wo ich sein würde. Ich sehe erstaunt über alles, was er getan hat. Ich kann nicht anders als Dankeschön sein, und ich kann nicht genug mal Dankeschön sein. Ans Vertrauen und unsere Hoffnung, der ist in Jesus. Dort wollen wir wirklich Weihnachten feiern und dort wollen wir unseren Gott anbeten. Hey Gott, Marius, Joak, willkommen hier. Mir freut dass wir können hier in der Taub sein. Hier sind zum Jahr, auch willkommen hier. Dankeschön für uns kommen besuchen. All die, die uns online checken, bloß willkommen zu Joak. Wenn ihr in dieser Weihnachtszeit hier so in dieser Gegend sind, Leute kommen bloß an, kommt uns besuchen, hier so in Person, wird eine gute Zeit sein, eine gute Erfahrung sein und ein Sehen sein für jemand. Hey, wir sind in der Weihnachtszeit, dort alles, dort wie es nur Weihnachten haben, in verschiedene Wege. Und dort ja schön, das ist eine gute Zeit, was wir haben, wenn wir an Weihnachten denken, wir planen an Weihnachten. Gestern sehr ein Freund zu mir,
dat hij wünscht sich bloß, dat dat wird ein klein bisschen sachter sein, dat nicht alles so abgespielt wird sein. Und ich sehe, ich glaube, das ist reich, wir machen bloß ich moet me aanstellen. Dat ik niet zo boezig zijn wegen de geschafte wel en geschafft doen. En dat is graag, dat is niet meer erg niet. Aber ich kann nur das geschafft worden, ich kann für Weihnachten anhalten, geluten und bloß das reich tun. Aber ich kann die Hand fahren und ich kann bloß ganz abgespielt sein, ich mach nach das, ich mach nach das und bloß alles so angeduldig tun und inzwischen verliere ich meinen Frieden, was ich würde sagen habe. Und so für diese Weihnachtszeit werden wir bloß geluten sein, even wenn das Rahmenanzug Lüd ist oder das jetzt busig Rahmenanzug, werden wir in uns Hort bloß Frieden holen und geluten sein in dieser Weihnachtszeit, enjoyen und bloß luten reingehen und wirklich Gott anbeten. Wenn die Jugend, die wird von der uns so bis hier zu in Pyjama, Christmas Pyjama Party haben, sie wollen auch Weihnachten feiern und so alle Jugend, ich lade ihn an für dort, Klock 7 zu bis, das ist der letzte Jugendabend dieses Jahr und so dann das nächste wird Januar, der 14. da sein, wird ein Jugendabend sein. Und für diese Weihnachtszeit, ich weiß nicht, es geht das auch so jetzt, aber mir das so, das fällt sich so, dass wir nach so das Feuerwerk auf sein, was Weihnachten soll sein. So ist wirklich, das ist nie all. Und dann kickt einer aber eher, wenn er erst Weihnachten und das wenn ja aus Feuerwerk wieder, dann erst all Weihnachten. Und so, wir waren hier so aus Kirch in Weihnachtsabend haben, den 24. Und so kommt alle Rüd für dort wird 5:30 sein, halb 6, wird der erste Service sein. Und dann 7:15, 7:15, dann wollen wir hier noch einen Service haben. Kommt Rüd für dort, wir wollen einen Gouda Weihnachtsabend haben. Wir wollen hier so Snacks haben, wir wollen hier eine Weihnachtsbotschaft haben. Hier wird Hot Chocolate sein, Ponche sein, wird bloß eine gute Zeit sein. Kommt Rüd mit jener Familie, mit jener Freunden, kommt alle hier zu haben. Und wir bloß eine gute Weihnachtsabend haben hier und so. Hey, das nächste, wo wir hier so ein Intro-Video sein, und da wird Pastor John abkommen für die Botschaft. Wenn ein Regierungsbeamter, zum Beispiel der Präsident, in das Fall städtischer Präsident, ist Trump und auch andere Präsidenten, wenn die wollen ein anderes Land fahren, um mit der Regierung verhandeln oder so eine Dinge, als die fertig tun, dort gibt eine große Zubereitung. Da wird ein Team handgeschickt, all wirken für den Präsident und Handpflicht von ihrer Secret Service, das ist in der States nahen, die Geheimpolizisten, oder wenn man wieder auf Deutsch wird nahen. Und so die merken da alles rein. Die merken die Gebiete rein, in versichernde Gebiete, wo der Präsident wird sein, die Wege, wo die wird fahren, und da wird alles ausgeplant. Und seine Fotos wurden da handgeschickt, der Präsident hat ja seine Chor, mit was die fort, sie nahmen das die Biest. Und die haben ein paar so eine Korn, die waren beide handgeschickt. Der Helikopter wird fertig handgeschickt, wo der Präsident mit fliehen hat. Und ein paar große Plane-Loads von Fortja. Und sie stellen ihre eine Kommunikation ab, was apart ist von das Land, wo sie sind, als bloß Satellite, um das nicht jetzt zu vernichten. Und allerhand Dinge, allerhand Einzelheiten, wo wir really vielleicht näher überdenken. Aber da wird alle getan, den Präsident beschützen. Und besonders Trump ist ja sehr Freund mit allen Menschen. Ich habe mal gesagt, trag vor in Kanada, dann habe ich fertig Radio gehört, das hat wir noch nicht
Smartphones. Ich weiß nicht, ich kann je ein Leben feststellen, wenn ich nicht ein Waschphone habe. Aber wir hatten erst einmal nicht so, und so dann höre ich von der Radio. Und mich interessiert die städtische Politiker, haben wir so. Ich habe einmal sehr interessiert, was Trump noch kam. Von da wieder habe ich mich nicht mal sehr interessiert, weil du hast viel Korruption aufgedeckt, was du dreht. Und wir dachten immer, vielleicht wieder ein bisschen besser Land als Mexiko, aber in Wirklichkeit nicht. So. Aber anyway, mich interessiert so eine Geschichten. Mich interessiert Geschichte. Und ich dachte, so viele von Ihnen interessiert Geschichte nicht, aber ich sehe die Predigt, so ich da, so sag ich wel. Aber ich gleich Geschichte, ich gleich die Weltgeschichte. Nicht bloß Weltgeschichte, aber ich gleich zu checken und zu studieren, wo hat Gott die Weltgeschichte gebraucht, um seinen Plan zu entwickeln, und wo braucht er die von der haben. Und so von der will ich reden von, dass Gott mir die Welt reut für Jesus sein erstes Kommen. Und vielleicht denkt wir so, was ist der Punkt, aber ich habe so einen Glauben, ich bin sehr überzeugt, dass wenn wir die Geschichte hinter die Geschichte verstehen, so ist viel Sinn, da rede ich von der Sod in den Krieg. Und so, wenn du den geistlichen Krieg verstehst, hinter die Geschichten von der Bibel, dann einmal merkt die in der Bibel sein. Wenn wir lesen Geschichten in der Bibel und wir kratzen uns Kopf und wir wundern, was in der Welt geht hier an, und weißt, wenn du die Geschichte dahinter verstehst, dann einmal merkt das sein. Und das, was mich interessiert, und ich studiere das viel, und von der wollen wir checken, wo Gott die Welt retten möchte, weil Gott braucht diese Welt, er braucht die Regierung in dieser Welt, die Gottlosigkeit in dieser Welt kann sein, die braucht Gott danach für seinen Plan. Und da wollen wir mit checken von der. In Galater 4, Vers 4, da sagt es, ob aus der Zeit ist gekommen wir, ich gleich eine andere Übersetzung, besser würde es sagen, aus der Zeit ist erfüllt wir, schreckt Gott sein Sehen, geboren von der Früh, in unserer Gesetz gestellt. Und weil aus der Zeit ist erfüllt wir, das meint Gott seine Zeit. Gott seine Zeit wie erfüllt, 4000 Jahre. Ungefähr im Alten Testament von Adam und Eva, als Gott sagt, ich wurde Sod von der Früh schatten, der wird den Feind vernichten. Da reden wir fest noch von 4000 Jahren. Und vielmal Frauen, ich wusste Gott, und wo schafft Gott, und wo studiert es so schrecklich lang. Und das Charakter Frau von der. Nächste Sonntag, wenn wir danach hier sind, dann will ich reden an, wo Gott die Welt retten merkt für sein zweites Kommen. Und wir wollen noch some Dinge durchchecken. Aber von der gehen wir drehen. Wir denken an Weihnachten, wir denken an, wo mir Gott die Welt rettet. Und weißt du, Gott ist niemals tätig, ist niemals laut. Gott schafft vollkommen in seiner Zeit. Und diese Geschichte, was hier gelesen wird, oder das Gedicht, wenn wir das wel nennen, du hast, dass Gott das mehr aus wie sein kann. Und so Gott schafft. Und all unsere Probleme, was wir haben, und all die Dinge, wo wir mit handeln, und wir bleiben einmal, wir sind allein in dieser Welt, aber Gott schafft in dieser Welt. Und so Gott möchte die Welt retten. Aber hier ist das Ding, wenn der Präsident will, wohin reisen, dann wird alles angewandt, um den lebendig halten. Und als Gott die Welt retten möchte für seinen Sinn, dann möchte er retten für seinen Tod, seine Auferstehung, und die Gute Nurreich, was da wird kommen. Und das ist eine sehr interessante Geschichte für mich. Aber so ich sage, gleiche Geschichte. Aber Gott hat einen Plan, er erfüllt den Plan. Gott hat einen Plan und er wird den Wahrer in seiner Zeit erfüllen. Und so das ist sehr wichtig. Wir sind noch sehen, wie uns Gott verspricht und er hält sein Versprechen. Und da werden wir niemals vergessen. Man all deine Troubles, man all deine Video, man all die Dinge, die nicht reich gehen in dein Leben. Gott hat einen Plan, er hat Versprechen und er führt das aus. So das Erste, Gott möchte die Welt geistlich retten. Wenn wir in unserer Bibel studieren, dann finden wir die Geschichte von Abraham. Na weet je, Gott möchte die Welt retten fördert, aber besonders in Abraham wird das sozusagen doller entwickelt. Und hier ist das Ding wegen Offenbarung. Alles, was du von Gott weißt, das hat Heidi gesagt. Alles, was wir von Gott wissen, das ist, was Heidi offenbart hat. Aber diese Offenbarung, die ist, auf Englisch nennen wir Progressive Revelation, das ist eine entwickelnde Offenbarung sozusagen. Und so Gott ruft Abraham. Und durch Abraham ein Volk. Und das Volk braucht Gott, er möchte einen Bund mit dem Volk, und das Volk braucht Gott,
zum die Welt merken für sein erstes Kommen. Und dann fingen wir Moses über dem, und das Gesetz, die Opfer, das ganze Priestertum, das sind nicht bloß Geschichten. Das ist, wo Gott die Welt lehrt. Das ist ein Gott, und wo wir das Gott anbeten, und dass wir Menschen sind, Sünden, und brücken Stellvertreter, zum man sie Sinn betonen, und brück Blut, all diese Dinge wurden entwickelt. Durch das Moses, durch das Gesetz, die ganze Opfergeschichte, in de tempel, in de stiftshütte, en all dat hängt alle taub unter dat, dat Gott openbaart zich ten de zintelige Welt en wo hij der raden will. En dat is sehr wichtig, da wir die ganze Geschichte über sein. Und dann die Propheten. Durch die Propheten mögt Gott immer wieder bekannt und verspricht immer wieder, dass dort kommt ein Messias. Da wird gesagt, von welcher Familie die wird kommen, wo die wird geboren sein, was für eine Mission die wird haben, oder wo die wird schaffen, wo die wird leiden, da wird von seinem Königreich geredet. Paulus redet von das, er sagt in Römerbrief, dass beides Heiden und Juden sind Sünder, brücken in der Leiser. Und dann steht mit der Frau, was haltet dann da in Jud sie? Das ist mit der Frau, was Paulus weiß, was wird abkommen. Und dann sagt er das in Römer 3, Vers 2, dort haben großen Wert. Erstens, an wir das unvertraut, was Gott geredet hat. Und weißt du, das sind so, sehr große Dinge. Wir haben unsere Bibel von dir, aber die Bibel kommt durch das Volk. Von Abraham wieder. Jeder Schreiber, einmal sagen wir Lukas, wie der einzige Schreiber, was nicht in Jud war, aber nicht von das Volk kam. Ich habe so ein Glauben, dass er wirklich in Jud, aber das ist mein Glauben, und die brauchen noch nicht glauben, aber vielmehr wird gesagt, er ist der einzige Herr, was Gott braucht, um die Bibel zu schreiben. Aber unsere Bibel, was du in deinen Händen hast zum Lesen, wenn du dich zum Stuhl setzt, das kommt aus dieser Geschichte raus. Und so antwortet unvertraut, was Gott geredet hat. Und so Gott will sich ein Volk, durch das Volk offenbart er sich zu der Welt. Und weißt du, wo er das tut? Er tut das durch die Schrift, durch Wunder, was er manchmal tut, und so eine Dinge. Paulus geht 300 Mal in Römer Kapitel 9, und durch Vers 4 und 5 sagt er, sie sind Israeliten, die Gott sich wählt, sie nicht Kinder zu sein, dass wir Gott sein wollen. Weißt du, das ist interessant, dass Gott sagt, ich will mir das Volk nicht, wenn die besser werden, aber gerade, stärker, ich will mir das bloß einfach. Das wir meine Entscheidung Abraham Ruth wählen, er kam von einem heidnischen Hintergrund, und so Abraham, wie weit nicht korrekt, wo Gott am raubt, aber er raubt am Ruth, wir können Bund mit Abraham und durch Arm mit das Volk. So, sie sind Israeliten, die Gott sich wählt, sie nicht Kinder zu sein. Gott mögt einen Bund mit an, Leute an seine Herrlichkeit sein. Und so diese Gruppe Menschen, die sollen Gott seine Herrlichkeit. Und eigentlich, wo wir dann überdenken, als die ganze Geschichte von Ägypten bat in das Land und noch vielmal nach Luther dort, aber besonders in der Zeit, sie sollen Gott seine Herrlichkeit. Je Gott seine gehen wird, wie Matten, da redet wir Verse noch ein Klimpet von. Und so Leute in seine Herrlichkeit sein, Herr Jäu von dort gesagt, in den Gottesdiensten, da rede ich auch ein bisschen von. Sie haben es gesagt, sie haben die Stiftshütte, die ganze Gottesdienst, was mit Bibel, angeheben die Vordersten, und andere wieder die Propheten, die Gott hat versprechen dürfen, dass von an, nun Fleisch nur, die Christus wird geboren worden, der da über alles regiert. Na, ich rede Verse noch ein bisschen von der, dass der geistliche Krieg, hinter der Geschichte, hat Krieg mit dem zu tun. Dass Gott hat sich gewählt, dass durch Abraham und seine Familie wo der Messias kommt. Dort, wo in Gott die Dinge das oder dort, wo in die Gesetze gibt, zum Beispiel, dass sie sich nicht vermischen mit anderen Völkern und all die Dinge, das ist alle Part von dieser Geschichte. Und so, wenn wir die gerade Geschichte dahinter verstehen, das ist sehr wichtig, dass man die Bibel verstehen. Die Bibel ist einmal ein interessantes Buch, wenn du die gerade Geschichte, hinter die Geschichte verstehen hast. Und an die Gefangenschaft, dort können wir so denken, dass wir einen von den ganz letzten Punkten von der Geschichte von Israel, durch ihre Sinn während sie in der Gefangenschaft, erstens von Assyrien, dann von Babylonien, aber durch diese Zeit, Gott braucht sogar dort, zum seinen Plan entwickeln. Und so, das wird demütigend für Israel, das wagt ein großer Hungermangel und ab, wenn Tempel wird vernichtet, Stadt wird vernichtet, Land wird vernichtet, sie werden in die Gefangenschaft. Und wir fangen von Daniel zum Beispiel, und das ist bloß ein Beispiel von wo das Volk wir. Sie beten dreimal am Tag nach Jerusalem gedreht. Weißt du, wo wir?
wenn da wie steht. Das, was Gott ihnen versprochen hat. Und so dort wagt das Verlangen in ihnen ab. Wir fingen von Daniel zum Beispiel, dass er studierte Schriften, er wurde bei einmal an, Gott hat gesagt 70 Jahre. Dann war er 3 Tage. Und so dort wirkten Hunger ab und Arm und er fing an zu beten. Und Gott schickt einen Engel und gab eine Offenbarung. So das ist eine lange Geschichte, ich würde nicht nennen. Aber sie werden bei einmal, dass gab Hunger in ihnen. Das ist eine ganze Gefangenschaft. Sie hatten ein Verlangen, nur ein Königreich, was war so wird sein als David, wenn das, was Gott versprochen hat. Und dort wir in Ehre hatten. Und wie fängt das besonders, als Jesus ist gekommen. Das wir immer waren in ihre Gedanken, was die dann nur, das direkt waren, abheben. Das, was die Jünger haben einfrieren, das, was die Juden frieren, das wir ein Versprechen, das wir in ihr meinen, das, wo sie Tag und Nacht dachten. Und sobald die Zeit, bei Jesus kam, dann wir durch ein Hunger in das Volk, für ein Königreich, wenn sie wären unterdrückt. Und was ihr, zu Daniel sehen, Daniel hat eine Vision, und Gott gab ihm Feuertieren. Er hat eine Vision von Feuertieren. Da wir ein Leib, dort wird das babylonische Reich, da wir ein Bohr, dort wird das persische Reich, dort kam nur das babylonische Reich. Und dann wird eine Tierkort. Und dort wird das griechische Reich. Und dann wird da noch ein Tier, und dort wird ein schrakelndes Tier, da wird bloß beschrieben als ein schrakelndes Tier. Und dort wird das römische Reich. Und das ist ja, was sie nu lebten, als Jesus kam. Und sobald die Zeit, die Menschen, die werden unterdrückt, wir fingen an der Schrift zum Beispiel die Taxkollector, werden gehasste Menschen. Und wie man das Kraterbild versteht, dass Rom tags der Menschen tot sozusagen. Die leben einmal, dass wir leben in einem Tagsystem, aber dann trägt man eine römische Rechnung zu der Zeit. Und so dann hatten sie nachher die Taxkollector im Land alle verstreut, in jeder Kassette muss ein Tax geteilt, wenn die da reisen. Das all so eine Dinge wären dabei. Und die Menschen, die wären verbiestert sozusagen, die wären hungrig, nur das wird. Noch ein Ding, was durch die Gefangenschaft abstand, dort wie die Judenschule, die Synagoge. Und wenn sie einen Tempel nicht mehr haben, sie werden nicht in ihr Land, und dann leiden sie Synagogenbühnen, Judenschulen. Und dort gab Luther die Herren, wo das Evangelium anherken, dort waren sie dort verbreiten. Und noch ein Ding, was das mit sich braucht, wird, dass das jüdische Volk wird verbreitet in der ganzen Welt. Und so Luther als Paulus herumreisen, Evangelium verkündigen dort, dann wären die Juden, und meist alle Städte, wo ihr hinkommt, da wären Synagogen, und dort, wo er gewöhnlich immer anherken dort, er sozusagen sein Anker anhört und das Evangelium predigen. In Lukas Feuer versagt hier, da sagt er, dann ging er in Nazareth, der redet von Jesus, dann ging er in Nazareth, wo er abgewaschen wird, und am Sabbat ging er in die Judenschule näher, und ich würde sagen, so sei dort gewarnt wir. Jesus was ab in den Dorf, wo eine Synagoge war, und so seine Familie, stellen wir für seine Eltern, mit der Kinder taub, sie gingen nach der Judenschule, wenn immer da in ihr Recht war. Die Jungs gingen in der Schule, vielleicht some alles, aber besonders Jungs. Und so das wären die Städten, wo das Glauben wird wacker gehalten. Wir fingen von Paulus, Apostelgeschichte 17,2, und so ist Paulus dort gewarnt, wir gingen bei an und reden wir dann in 3 Sabbaten in der Schrift. So sei dort gewarnt, wir gingen nach der Judenschule. Und diese Judenschulen, dort waren die Herkes sozusagen, wo sie das Evangelium immer waren anhängen. Und so Gott mögt sein Volk reut für den Messias, mit all diesen Dingen. Und das jüdische Volk wird verbreitet in der ganzen Welt, mit all ihren Synagogen. Und da hatten sie eine Lehre, die in der Heidenwelt Anfang nennt zu tragen. Wie Mennoniten, wir sind dort gewarnt von 500 Jahren, was wir existieren, dass wir immer nicht dran tragen, nach andere Länder tragen, waren noch eine andere Gegend. Weißt du, was die ersten 2 Dinge sind, was wir bauen? Eine Kirche und eine Schule. Kraxen wären die Juden. Als wir in Israel wären, dann sage ich so, das geht nicht anders, als wir sind Juden. Dann dachte ich in die einen Test nicht einerlei Blut, man, nicht. Das machen wir schon, just kidding. Aber weißt du, ans Weich von Denken, und dort das Mennonitentum existiert, so ist das in 500 Jahren, hat zu tun mit unseren Kirchen, mit unseren Schulen. Und so wie das jüdische Volk, das ist noch immer so. Alle haben sie Schulen,
en zo'n dingen staat. En zo gaat mij ook de wereld eruit geestelijk. Gaat mij ook de wereld eruit cultureel kunnen zijn, culturally. Als het evangelium in de wereld aankomt, dan denkt dat te predigen in een spraak. Nou weet je, er zijn veel spraken in de wereld, aber de Griechische spraak, die woord, die algemene spraak, wat de ganze wereld redt tot die tijd. Nou, de ganz bekende, wat de wereld wat we kennen, of van Geschichte kennen. En dit kwam van de tierkot her. Ik zeg niet eens van de Feuertieren, wat Daniel zag. En zo de tierkot, dat is een boezjetier. En Alexander de Grote, hij was een jonge kriegsman. En hij vond aan de wereld aan te nemen. En zeer boezig ging dat. Alexander de Grote wordt nog einmal studiert in de wereld van wen Krieg vieren. Wo we Krieg vieren. Hij was een zeer kluge kriegsman. En hij anfangs 30 jaar oud weer, dan had hij de ganze wereld aangenomen, tot die tijd zo te zijn. En dat Griechische Rijk was een zeer grote Rijk. Hij starf als een jonge man, dat is een lange Geschichte, wat niet nagemaakt durven zijn, weil erst dat de Griechische, die niet bloß de wereld aannemen, die änderten de wereld aan met cultuur en spraak. En zo dat wordt een gezet, dat du moest Griechische school hebben. En dat is wo we, als het Nieuwe Testament geschreven wordt het in Griechisch geschreven. En de ganze Heidenwelt kan het Nieuwe Testament lezen. We hebben onze plottische spraak. Stelt je mal vor, dat we hebben nu voor 500 jaar een plottische Bibel gehad, dat is de einzige Bibel in de wereld. Aber bloß wie kunnen lezen. We de wenigste mensen in de wereld reden plottisch. Aber nu einmal haben wir die Bibel übersetzt in Englisch. In Englisch ist, finde ich, ein bisschen eine universal language, dat meest alle Menschen in der Welt, meest alle Länder in der Welt, kennen die Westen Englisch. Und so nu haben wir die Bibel in Deutsch Sprache übersetzt. Und wenn wir auch alle unsere eine Sprache haben, aber die englische Sprache ist so universal so zu sein. So wie Griechisch. Sie haben ihre eine Sprache, was sie reden. Die Juden hatten auch, aber sie können auch Griechisch. Und so sie haben das Alte Testament übersetzt in Griechisch, ungefähr 250 bis 150 Jahre vor Jesus kam, wird das Alte Testament all in Griechisch übersetzt, wir nennen das von der Septuagint. Und so die griechische Welt, die römische Welt oder die heidnische Welt, sie können nu al für ein paar hundert Jahre die Bibel lesen in ihrer Sprache. Oder das Alte Testament. En dan met de Juden de allerlei mank ihre Schulen, met ihre Lieder mank en al die dingen. Dat maakt de wereld rijk. En weet je, ik heb in Verken gezegd dat de Heidenwelt die tijd had, dat we een wereld van vele jatten. Alle hebben jatten. Zongott, Moongott, en Reengott, en Vruchtbaargott, en een Riefergott, en die hebben voor alles een God. Door mank wonen de Juden. En irgendwie leert dat er is een God, de Schöpfer von Himmel und Erde. Na, das meint nicht, dass sie Christen wären, wo wir von der an Christen denken. Das bin ich auch recht verstanden. Aber sie hatten die Liebe von einem Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, und sie wohnten manch all diese Jahre. Als Paulus nur Athen kommt, dann geht er in den Stadtraum, er sieht all diese Altaren von all diese Götter, und das ist bloß ein sehr religiöser Staat in denen sind, aber dann einmal sieht er ein Altar zu den unbekannten Gott. En ik geloof, dat is mijn geloof, dat dat kwam door naam van het jüdische leer. En in ihre Synagogen, en weet je, vele Heiden hadden zich bekeerd, so zu sein, zum Judentum. De Bibel nennt dat Judengenossen, oder Proselytes to Judaism, en so viele Heiden hadden ook al den jüdischen Glauben angenommen. So die waren verstreut alleween. En door mank kwam nu de leer van Jesus aan. Aber sie waren culturally Reedjemoakt für dat. Weet je, dat heidentum met al ihre Jatta, wat alles onpersoonlijke Jatta waren, dat had hij ontladen gelaten. De ganze Philosophie ist dat zegende Wahrheit, aber sie sagten dat zegende Wahrheit in der Stirn und in all diese Jatta und so weiter. Klar, so ist es von der aus. De Welt ist hingeronnen Wahrheit, was wir sehen dat in alle Hunde Entwicklung und Science und all diese Dinge. Zu der Zeit wie de Welt, de Philosophie, hat er auch untevreden gelaten. En so de manche Heiden, wie ook een Hunger über dem.
Wenn all diese weltliche Dinge, wo sie mit verwickelt werden, Ehre, Aufjatterie, en Hurerij en al dat schwiensche leven, dat laat een mens ladig. En zo onthungerd. Dat is hetzelfde ding wat we vandaag zijn in de wereld. Nou, de wereld is gottlos, dat weet we, Länder zijn gottlos, maar door mang is een hunger naar werkelijke waarheid. En de vrouw van ons kerk is waar we door onconnecten er niet. Dat is onze nächste vrouw in onze wereld. En zo gaat mir de wereld eruit cultureel, met spraak, met dat de Juden woonden in al deze verschillende landen. Ik leer dat we God zien plan, dat hij verspreidde in manche wereld. En dat bracht een leer aan, wat zo te zijn den grond had gebuut, wo het evangelium nennt komt. God mir de wereld eruit politisch. Zu dieser tijd, zeg ik niet al, dat Rome regiert. Rome wie een schrecklich hardes Land, harde Regierung. Der Schrift beschriftet als Isa, wat alles vermoelt, so wie Rome. Aber door mang wie Friede. Vor ungefähr 200 Jahren, von 27 Jahren vor Jesus bis ungefähr 180 Jahre nach Christus, dort nannten sie die Pax Romana. Dort wir ein römischer Friede. Na, das wir ein bewusster Friede. Weißt, wenn du stark noch bist, dann kannst du in dein Heim Friede haben. Meine eiserne Füße, aber das Friede. Und so wie Rom. Schrecklich stark, sehr groß, sehr georganisierte Regierung, sehr viel Tags, all die Dinge, aber du wie Friede. Und das Friede macht es möglich, dass diese Prediger, so Paulus und die anderen Apostel, aber besonders Paulus, reist Rom in een ganze römische Reich, aber römische Weg. En Rom had de beste Weg zu der Zeit, sie hadden de beste Scheep zu der Zeit, sie hadden de beste, was wir im Englisch nennen, Infrastructure. Sie hadden alle Wegen Gasthäuser, Motels, was wir den nennen. Und so da waren große Trucking Companies, Feuerbeinische Kamelen Companies, große Karawanen, was alle Hunde Dinge von der ganzen Welt wird rumgeführt in der ganzen Welt und wird geschachert und so weiter und so. Der römische Weg. Und wenn die Paulus sein Leben studieren, und die weiten diese Weg, und die studieren diese Weg, Paulus ging immer durchhin, wo die meisten Menschen wären, wo die geradste Truckstops wären und so eine Dinge steht, die geradste Kamelenstops, und dort wo Paulus wäre. Und dort, wo er predigt, und so er reist auf ihre Weg, er reist auf ihre Scheep. Und das wäre ein sehr großes, behauptliches Denken. Denken an, dass das ein, von der in der States, wir haben ein Interstate System. Und das ist ein, wahrscheinlich zum Irland waren am Interstate fahren, aber das ist ein böser Weg von einer Kant nach der anderen Kant Land kommen. Und wenn die States denken mit all ihre Interstate Highways, das warum wir mit ihrer Weg. Unsere Idee von einem abgeführten Weg, mit 2 Ditches an der Seite, verwut daran und so weiter, das ist eine römische Idee. Some von den Wegen, die Rom baut, sind von der nach am Gebrauch. Und so Rom wird sehr entwickelt in der Infrastruktur, und dort halb Missionaren als Paulus, und sie können das Evangelium in 70 Jahren in das rein ganze römische Reich verbreiten. Weißt du, wo wir? Wenn du wie Friede, und du wie die Infrastruktur dafür, die Weg, die Scheep, Rom packt sich, dass unsere Scheep connecten jeder Art von der Welt auf, in die Deuten. Aber das wird gebraucht in das Evangelium, zum das Evangelium verbreiten. Noch ein Ding, was das römische Friede braucht, dass wir legal, eine politische Beschützung. Na, weet je, Rom deed Luther die Kirche sehr verfolgen, aber durch Paulus sein Leben. Dann deed die römische Regierung das Christentum beschützen. Und dort wir ein Ding, was Gott braucht, und das Pax Romana, zum das Evangelium nur jeder Art von der Welt bringen. Und sehr tätig in der Kirchengeschichte ist das all in England, das ist all in China, das ist all in Indien. Wir haben die Geschichten nicht in der Bibel, aber das sind Weltgeschichten, das wo mich das interessiert. Und so das verbreitet sich in der ganzen Welt. In Apostelgeschichte 22, da fingen wir von Paulus das,
Nur seine dritte Missionsreise wird in Jerusalem festgenommen, nu soll worden durchgepriegelt. Dann sagt er das. Als zij aan met ruimes bungen, zegt Paulus zu den Buberschen, die du bist, und es dort gesetzlich reich, ein römischer Mann zu priegeln, der nicht verurteilt ist. Und so Paulus braucht das mehrmal in sein Leben. Als Paulus dann aus Caesarea gebracht wird, und sie soll, du hast ja für 2 Jahre fast, dann kommen die jüdischen Lehrer dahin und sie prachen in den Gouverneur, er soll Paulus 3 nach Jerusalem bringen, zum Namen durchverhören. Plan ist, den hängen wir jetzt dort nicht. Na, Paulus will lange nicht in das System gewasst, er weiß, was da angeht. Und Paulus beruft sich auf den Kaiser. Und dort wie ein Reich, was er hat unter der römischen Regierung, da er kann sich auf den Kaiser berufen und dann muss er nur den Kaiser geschickt. Da wie gesetzlich nicht, dass er muss nur Rom geschickt und nicht nur Jerusalem. So, Paulus braucht diese Dinge. Aber Gott braucht diese Dinge, um die Welt entwickeln für das Evangelium. Und dort sind die Ursache, wo wir das Evangelium in 70 Jahren durch das ganze römische Reich heim. Und nicht bloß dadurch, mit der Dreher sozusagen überkommen. Gott mögt die Welt prophetisch reden. Na, das ist eine sehr lange Geschichte. Gott hat immer wieder prophezeit, aber besonders in Daniel, Kapitel 9, da fängt wir krackte Zeit angegeben, wo lange es wird dauern. Und so werden auch klug, um das studieren. Und so als Jesus kam, wir durch diese Erwartung für den König. Na, wie weit das jüdische Volk, die Lehrer im Großen und Ganzen nehmen das nicht an. Aber die Idee wird durch, dass da wird ein Messias kommen, der wird das Königreich abstellen, bloß das passiert anders, als sie sich gedacht hatten, und sie nehmen das nicht an. Gott möchte die Welt persönlich rein. Johannes, einmal einen Tag hast du in Jordan, und er fängt an zu predigen, und wenn die da waren lesen, dann war fing, das ganz jüdische Volk, das ganze Land, ganze Jerusalem, ging in den Jordan. Weißt du, was wir? Die Erwartung wird durch. Jährlich hungrig. Wir fingen zum Beispiel so eine Seien, ich kann hier nicht, aber von das Land von Zebulun und Naphtali, dort gottlose Galiläa, haben großes Licht sein. Und wisst ihr, das Volk wie hungrig, dort wie unterdrückt, dort wie bei dem Tod getagt sozusagen, schrecklich harte Regierung. Jeder kleine Ding, was sie jene Regierung deuten, das wird mit dem Tod bestraft, mit Kriegsjungen und so Dinge. Das ist eine Ursache, wo in der Friede wird, keine wirklich irgendwas zu tun. Und das will ich sagen, wenn du eine Hort noch eine Füße hast und steht noch was, dann kannst du Friede merken. Das ist ein bematener Friede, das war eine Familie schaffen. Das sieht friedlich von bieten, aber das ist, wenn du es eine eiserne Füße machst oder du halt. So wie rum. Die Menschen werden hungrig, die Menschen, die bangen sich. In Jesaja 40, Vers 3 sagt, durchschreckt eine Stern, merkt einen Stich in der Wildnis von dem Herrn, merkt einen Blicken weich in der Wildnis von unserem Gott. Das hat Johannes steht. Und er kommt, und er sagt den Menschen, der Messias ist hier, dort Buße, lut den Taufen. Da muss wir nicht so noch checken, dass das ein christliche Buße und Taufe. Das ist nicht, was wir. Das wäre eine jüdische, zeremoniale Waschung, für das, was da nicht kam. Sie mussten, das wäre ein ganz bekannter Thema für die Juden, sie mussten sich immer waschen, zum im Tempel nehmen, zum Eten, allerhand Zeremoniewaschungen hatten die. Und das wollte sie dort anchecken, aber ganz so Volk kommt darüber, weil nüste Zeit hier, wir sind hungrig für den Messias. Und so Gott möchte die Welt rein für den Messias. Aber als die Zeit ist gekommen, als die Zeit erfüllt wird, schickt Gott sie in den Geburten von einer Früh und unter das Gesetz gestellt. Du hast 4000 Jahre Krieg, 4000 Jahre Versprechungen. Du magst allerhand Verdorfnis und irgendwas in die Gefangenschaft geführt. Der Tempel wird vernichtet, Jerusalem wird vernichtet. Und das ist so, dass Gott hat ihn verloren. Aber er hat nicht. Er braucht all die Dinge, um die Welt reinmerken für den Messias. Und weet je, mir ist das wichtig, dass in so einer Titel steht. Ich meine, das ist eine Weihnachtszeit und wir hängen Lichter ab und kaufen Geschenke und so weiter. Wir haben die Wassermoten, die gerade Geschenke für jeden Dommag. Aber Gott braucht den Messias in dieser Welt. Und weißt du, wo wir? Wenn er will dir raten.
Und Gott hat versprochen, Jesus kommt zurück. Sind wir bereit dafür? In so einer Zeit ist das, der Weihnachtszeit, ist eine goldene Zeit, zum daran denken. Kann ich Jesus? Sie ich für Jesus handgegeben, dass er wird der Tag so kommen, so für die Juden deuten, wir sind nicht bereit und wir wollen nicht dabei sein. Und zum nächsten Sinn noch, weil wir bei das ganze Ding, das lernt ab für die zweite Kommen. Ich will das haben, wir wollen verstehen, dass Gott schafft durch nur als 6000 Jahre von der Weltgeschichte. Aber hinter dieser Weltgeschichte, du hast einen Gott und du hast einen Feind und du hast einen jährlichen Krieg. Und wenn wir schauen, wie Jesus kann, in dieser Weihnachtszeit, das hat nicht mit Geschenken zu tun, das hat nicht mit Lichter zu tun, das hat nicht mit allerhand Decorations zu tun. Ich meine, wir merken dort Romantik, das ich fest noch sehe, aber dahinter ist Gott sein Plan, wenn er will der Ewigkeit mit dir top sein. Amen. Weil wir heute sind. So, ich würde fragen, dass ihr abstehen. Ziemlich Vater, Dankeschön für das du schaffen das. Du schaffst alles, wie sein kann, du schaffst mehr, als wie sein kann, du schaffst länger, als wie leben. Aber du möchtest die Weltreit für Jesus in erste kommen und du bist nie ohne Arbeit mit der Weltreit mehr für sein zweite kommen. Dankeschön für uns so sehr Leben, dass du den sehen in der Welt und schickst uns zu raten. Amen.